eins ist ja so, auf einer Karnevalssitzung, da trifft man sich, da geht man mit Freunden gemeinsam an einen Tisch, da unterhält man sich mal, da trifft man sich unter Umständen das einzige Mal im Jahr, da hat man sich viel zu erzählen. Aber ich kann Ihnen eins sagen, die wirklich wichtigen Gespräche werden nicht im Saal geführt, sondern hinter dem Saal. Und da haben wir einen eingeladen, der kriegt ganz besonders viel mit. Meine Damen und Herren, wir empfangen Mutombo! Ja, guten Abend zusammen! Komm, Freundes! Hallöchen, komm! Junge, bin ich heute gut drauf! So viel weißes Material auf einem Fleck, wo sieht man denn sowas? Wie ist die Stimmung im Saal? Mann, das gefällt mir. Ja, weil wirklich, ich will nicht unhöflich sein. Mein Name ist Mutombo, ne? Ich komme aus dem Fudu. Du siehst selbst hier vorne, ich bin kein Schwede, mein Freund. Nein, das bin ich nicht. Ich komme aus dem Fudu und jetzt lebe ich aber hier in Deutschland. Ich bin eine sanitäre Fachkraft, ja. Und wenn du auf Toilette bist, meine Devise ist immer, bist du Penner oder Scheich, auf Toilette sind wir alle gleich. Das ist meine Devise. Meine Devise ist das. Und, ja, und ich beobachte euch weiße Menicken, ne? Erstmal fällt mir auf, ihr seht alle gleich aus, ich mag euch aber, ne? Ich mach das bei euch nur bei Geruch. Ehrlich, nur was mir auffällt. Der Deutsche jammert, ja, in Deutschland gibt es keine Meinungsfreiheit. Bitte was? Ich lach mich kaputt. Keine Meinungsfreiheit in Deutschland? Leute, fahr mal in ein Drittweltland. Da lernst du mal dein Leben zu kalibrieren, mein Freund. Ne? Weil bei uns, ihr habt ja in Deutschland habt ihr das Bundestagswahlrecht. In meiner Heimat haben wir Telefonwahlrecht. Ja, wenn du dich verwählst, wirst du aufgehangen. Das ist natürlich anders. Ja, natürlich. Also steh auf morgens und sei dankbar. Sag, ich lebe in Germany. Ne? Und ich finde das so schön. Ich finde das so schön, dass ich im Rheinland lebe. Gefühlt bin ich Rheinländer, kannst du mir glauben. Ehrlich. Und ich sag dir, ich bin so integriert, wenn Deutschland spielt, ich bin voll dabei. Ich mal mir die Deutschlandfahne ins Gesicht. Rot-Gold, ich zieh das durch. Da kenne ich nix. Ne, ehrlich. Ehrlich, da kenne ich nix. Da kenne ich gar nix. So. Das ist wichtig. Und Freunde, warum fiel es mir einfach, mich zu integrieren? Weil ein Mann aufgestanden ist und sich meine angenommen hat. Und das ist, was ich euch sage. Geht auf Menschen zu. Ihr helft denen. Weil guck mal, als ich hier ankam, was habe ich gesprochen? Ich habe Fudu gesprochen, meine Klicklautsprache. Versteht hier keine Sau. Du kannst aber weltweit mit jedem Popcornautomaten reden. Das ist der große Vorteil, ne? Ehrlich. Ja. Und es hat sich einer meiner angenommen. Ein Deutscher. Ein Rheinländer. Einer meiner besten Freunde. Der Mischa. Der Mischa ist so ein richtiger Kölscher Jung. 1,60 groß. Der hat so eine Ranze. Der spricht Kölsch platt, als hätte er 5 Kilo Kreide gefressen, ich sag dir. Ne? Und mit dieser Mentalität erreichen wir viel. Und es ist ganz egal, was die Rechtsexkremente erzählen, die wir jetzt im Parlament haben. Ehrlich, wir kriegen das hin. Natürlich. Ja. Was willst du machen? Da musst du einmal in den braunen Apfel beißen, dann geht das schon. Ne? Was macht eigentlich die Petri von der AfD? Was macht die eigentlich? Bitte? Kinderkriege? Ein Kumpel hat gesagt, die wäre DJ, die wird auflegen. Da habe ich gesagt, das geht doch gar nicht, weil als DJ muss den Unterschied kennen zwischen 33 und 45. Das kriegt ja nicht hin. Ne? Ja, das ist ja schon... Da machst du ja nichts. Ne? Junge. Da machst du gar nichts. Ne? Mein Deutschland ist ein geiles Deutschland. Ich gebe dir ein Beispiel, warum ich auf, nicht stolz bin, aber dankbar bin, dass ich im Rheinland bin. Jetzt stell dir vor, ne, einfach nur um zu zeigen, dass der Rheinländer keinen allein lässt. Wenn so ein Bayer, stell dir vor, ein Bayer zieht nach Köln, so ein Zeuge Seehofers, ja, weißt du? Ja, stell es mal vor, die sind ja so ein bisschen zugeknöpft, ne? Der zieht irgendwo ein, hat den Umzug fertig. Glaub mir, es dauert keine 3 Tage, da klingelt ein Rheinländer, um den zu begrüßen, ne? Der geht hin und klingelt bei den Bayern. Und der Bayer ist irritiert. Der hört die Klingel und sagt, ja, mein, was ist denn das? Ja, welche Saupreis klingelt bei mir an der Tür?
Da geh mal hin und sag, heute dein Fotzen und geh weiter. Und dann geht er hin, macht die Tür auf und da steht da der Kölner. Ne? Der sagt, Tag, ich bin der Achim, außer 17. Junge, wenn du was brauchst, kommst du vorbei. Ich hab alle parat. Salz, Pfeffer, Schabau, was du willst. Und ich sag den Leuten, lasst uns diese Einstellung in die Welt tragen. Lasst uns auf Menschen zugehen, auch wenn die anders aussehen. Ne? Also auch, wenn ich sage anders aussehen, dann meine ich es die Ausländer. Aber ich meine jetzt nicht die guten Ausländer. Franzosen, Engländer, Schweden. Nein, ich meine Kanaken. Mit krummen Nasen, talibanöser Blick. Geh mal auf so einen zu, wenn der bei dir einzieht. Ab da erweist sich deine Menschlichkeit. Geh auf den zu, wenn der bei dir... Warte. Geh mal hin, wenn der bei dir einzieht. Wenn er Ramadan feiert, so ein Talibanöser. Klingel mal mit einer Flasche Rotwein Mad Eagle, der freut sich. Das ist mein Deutschland. Das ist mein Deutschland. Ne? Ja. Und das Leben kann doch so schön sein. Weißt du, dann verstehst du auch, warum wir hier sitzen und Karneval feiern. Weil, ist doch völlig egal, wie du lackiert bist. Ne? Ich bin halt ein Bürger mit Melaninüberschuss, na und? Ihr seid gedämmt ferkelrosa, ist mir doch egal. Ne? Da bin ich tolerant, ist mir doch wurscht. Ne? Und ich habe viel gelernt, weil sich einer meiner angenommen hat. Und die deutsche Sprache ist so tückisch. Die deutsche, ehrlich. Aber, versteh mich nicht falsch, ich bin weder links noch rechts. Ich bin radikale Mitte, ne, da kenne ich nichts. Ich bin der Meinung, in dem Land, in dem du lebst, musst du die Sprache beherrschen. Seid ihr mit mir? Wunderbar. Ja. Ja. Aber. Moment. Das gilt natürlich auch für euch Deutsche. Jetzt wird's knifflig, oder? Jetzt wird's schwierig. Ja, wirklich. Ich meine, ich kenne Deutsche, ne? Die sprechen Deutsch mit Akzent. Im Ernst. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe was erlebt. Ich übertreibe kein bisschen. Kein bisschen. Der Sohn von meiner Nachbarin, der Brad Matthias, da ist wirklich so. Das ist kein Name, das ist eine Diagnose, ich weiß. Ne? Ja. Der ist auf der Nadel Abdel Farag Realschule. Ne? Ja. Und ich habe mal dann gesehen, weil die Mama von ihm, die ist alleinerziehende Mutter und jetzt soll ich ein bisschen auf ihn aufpassen. Mache ich gerne. Ne, ich spiele mit dem Fußball, der kann nichts am Ball. Der kann gar nichts, alter Schwede. Der hat 2 linke Füße. Ne? Im Sommer trägt er Flop-Flops. So schlimm ist das, ehrlich. Ne? Ja. Auf jeden Fall spielen die Jungs Fußball. Und dann habe ich mal eine deutsche Konversation unter 14-Jährigen gehört. Und ich übertreibe kein bisschen. Die standen sich gegenüber. Und da wollte der eine dem anderen einen Tagesbericht abliefern. Und dann sagt der Original: Geh ich Zoo, seh ich Ziege, Ziege so, meh. Das war's, das war ein deutscher Satz, danach kam nichts mehr. Und da wundert ihr euch, dass wir kein Deutsch können. Oder stell dir vor, du bist Syrer und die Vorhersehung schickt dich nach Bayern, nachdem du geflüchtet bist. Ja. Und wenn ein Bayer zu dir sagt, da Stinger. Weißt du, was das heißt? Ich sag's nochmal. Da Stinger. Weißt du, was das heißt? Das heißt, das täte dir doch auch stinken, aber das weiß doch keine Sau. Das ist doch kein Deutsch, das Rinder waren im Endstadium. Helft dem Mann aber schnell. Ne? In diesem Sinne, vielen Dank. Habt eine geile Zeit. Tschüss zusammen. Ja, liebe Karnevalsfreunde, Sie kennen ihn alle seit vielen Jahren in der Rolle des Motombo, des sympathischen Klomanns. Unser Freund Dave Davis. Vielen Dank. Und wir bedanken uns bei dir für diesen tollen Vortrag hier bei uns bei der Fernsehsitzung mit 3-mal Düsseldorf. Dave Davis. Düsseldorf. Dankeschön.